Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Guten Tag, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Ich begrüße Sie im Namen Gottes des Allmächtigen. So steht es in der Schweizerischen Bundesverfassung an erster Stelle. Es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute mein 5. Buch «Jesus ist vom Gotthard» Ihnen vorstellen kann. Sie werden staunen, wieso ich das Buch schreiben durfte. Seit Jahrzehnten werden Sie und ich wohl, unsere Vorfahren seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, von den Religionsführern an der Nase herumgeführt. Es geht doch nur um Macht und Geld. Wird wohl bewusst Hass unter den Religionen geschürt. Christentum, Judentum, Islam, die drei monotheistischen Religionen. Wir sind doch alles Schwestern und Brüder. Wir sind auf jeden Fall im Himmel. Wieso sollen wir es nicht auch auf Erden sein? Lesen Sie bitte das Buch «Jesus ist vom Gotthard». Wieso, dass ich das Buch geschrieben habe? Ich habe überall im Neuen Testament gesucht. Was hat Jesus von seinem 12. bis zu seinem 32. Lebensjahr gemacht? 20 Jahre! Man kann nichts über die 20 Jahre von Jesus Christus als Wanderprediger lesen. Hat man das bewusst tot geschwiegen? Ich sage ja. Wie schon im Alten Testament sehr viele Textstellen, die man ja heute beweisen kann, sind auch meine anderen Bücher wie «Das Medaillon Gottes», kann man das heute tatsächlich feststellen. Je nach Machtgefüge hat man dieses oder jenes geändert. Städte wie Jerusalem, Rom, Mekka sind von Menschenhand erschaffen worden. Aber Gott hat mit dem Urknall alle Universen erschaffen, auch unser Sonnensystem und somit unsere Erde. Und er hat auch die Alpen und somit das Gotthardbergmassiv erschaffen. Der Gotthard ist ein heiliger Berg. Ziel der Schweiz, Ziel von Europa. Jesus Christus ist mehrmals auf den Gotthardpass gestiegen. Er hat Andermatt, Airolo, andere Bergdörfer besucht. Einmal war sogar seine Mutter Maria dabei und hat den Gotthardpass besucht. Der Name Gotthard hat Jesus Christus gegeben, weil das Wort Gotthard kommt aus dem Indo-Germanischen, aus der Sprachwurzel und heißt Gott ist stark oder Gott ist mächtig. Wer sich also fragt, wieso dass Jesus erst wieder im Alter von 12 Jahren vom Hohenpriester auftaucht und der Schriftgelehrte und Pharisäer während 3 Tagen ihnen Sachen in seinen Vorträgen an den Kopf gerührt hat. Eben die Manipulationen vom Alten Testament. Und vor allem, wieso sie seit Jahrhunderten immer wieder etwas Wichtiges vernachlässigt haben. Obwohl Propheten das ein paar 100 Jahre und ein paar 1000 Jahre vorher immer wieder predigt haben. Das Wiedergeburtswissen. Stellen Sie sich vor, das steht in dem Buch. Darum hat natürlich Jesus als 12-Jähriger müssen fliehen. Er ist mit den Essener geflohen. Die sind ja auch genau zu dieser Zeit auf einmal verschwunden.
Er ist nach Südfrankreich gereist. Und viele andere aus dem Neuen Testament, die zu Jesus Christus gebetet haben und ihm geglaubt haben und zu ihm gestanden sind nach seinem Tod am Kreuz im Alter von 35 auch nach Südfrankreich geflohen. In vielen Alpentälern, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, kann man und findet man alte Sagen in diesen Tälern. Durch das Buch, durch das Wissen aus dem Buch, machen auf einmal die Sagen Sinn. Jesus war auf dem Gotthard. Aber er hat vor allem in Südfrankreich gelebt. Ist klar, die Rhone darauf, das Wallis darauf, über die Furka, Roserental, Andermatt. Dort hat er lange gelebt, in dieser Gegend. Da hat sehr viele Menschen gesegnet. Hat sein Wissen diesen Leuten dort weitergegeben. Es waren ja vor allem Kelten, die dort gelebt haben. Einmal hat er seine Mutter mitgenommen, wie ich anfangs gesagt habe. Sie sind dann über die Südroute. Der Gotthard passt ab. Airolo, Leventina, Lago Maggiore, Mailand, Turin, ab nach Genua und wieder zurück nach Südfrankreich. Wer also wissen will, was Jesus in diesen 20 Jahren zwischen dem 12. und 32. Lebensjahr gemacht hat, bitte lesen Sie das Buch. Was er vor allem der Hohepriester gesagt hat und der Schriftgelehrten und Pharisäer, steht in diesem Buch. Wie sie das genau die Sinner während dieser Zeit mit dem Jesus geflohen sind, was sie nachher mit ihm alles gemacht haben. Er ist ja auch unter anderem in Ephesus, in der heutigen Türkei, und ist nachher später ja noch in Indien, wo er wieder zurückkam als 32-Jähriger. Theoretisch und auch praktisch könnte man null plötzlich die heutigen Religionskriege stoppen. Wenn dann eben die heutigen Religionsführer aus dem Judentum, aus dem Christentum, aus dem Islam den Mut hätten, zusammenzusitzen, eine Auslegung zu machen und zu sagen, da und dort ist effektiv manipuliert worden. Wir müssen die Reformation, die vor 500 Jahren gestartet ist, einen Reboot geben. Wir müssen wieder nochmal die Reformation starten. Und einmal richtig. Wir müssen das vergessene, aber heute beweisbare Wiedergeburtswissen endlich in die Religion hineinnehmen. Die Machtgefüge, ist ja logisch, werden natürlich anders aussehen. Wir brauchen immer noch Menschen, die das Wissen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament haben, aber immer aus der Sicht der Wiedergeburt, dass wenn wir sterben, zurück in den Himmel kommen und immer wieder inkarniert werden als Menschen. Dann gibt es halt nicht mehr den Reichtum und die Macht, die viele heute Religionsführer und Religionen an den Tag tragen. Sondern Bescheidenheit wird vorherrschen. Eigenverantwortlichkeit wird wieder der Mensch regieren. Und das wird dann automatisch zum Religionsfrieden und zum Weltfrieden führen. In meinem neuen Buch «Das Geheimnis vom Zürcher Stadtsiegel», das nächstes Jahr auf den Markt kommt, nämlich 2019, 500 Jahre für Jubiläum vom Zwingli, wird dann noch einiges mehr aufdecken. Wo ist Jesus Christus sonst noch gewesen? Er hat die Stadt Thurigum gesegnet. Er hat viele Städte im Rhein darauf bis zur Nordsee gesegnet und war auch noch in England gewesen. Das ist der erste Schritt. Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Sie können damit beitragen, mit dem Wissen aus dem Buch, dass das Wissen so schnell wie möglich sich verbreitet. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören, Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Ein Geschenk für Ihre Zukunft. Diese Bücher beweisen, dass das Wiedergeburtswissen in den 3 monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam vergessen gegangen ist. Danke für Ihre Geduld. Ich will mit meinen Äußerungen keine gläubigen Menschen und Anhänger von anderen Religionen zu nahe treten. Im Gegenteil. Ich möchte mit meinen Fernsehsendungen und mit meinen Büchern die Führer der monotheistischen Religionen, Judentum,
Christentum und Islam an einen runden Tisch bringen, eine Auslegeordnung machen. Eine Auslegeordnung vorbereiten. Und nach heutigem Wissensstand, wo Beweise vorliegen tun, dass viele gewollte oder ungewollte Textänderungen und Übersetzungsfehler, vor allem im Alten Testament, stattgefunden hat. Und dazu geführt hat, dass es sehr viele Religionen und Abspaltungen heute gibt. Und zu Religionskrieg. Und nicht im Namen Gottes sind. Ein Gott. Alias El, alias Allah. Ein Himmelreich. Von dem müssen wir doch ausgehen. Und endlich die 2000 Jahre andauernde Religionskrieg stoppen. 2017, 500 Jahre Jubiläum Reformator Luther. 2019, 500 Jahre Jubiläum Zwingli in Zürich. Geht nun weiter mit dem Wissen über Wiedergeburt. Wir müssen das Wissen über Wiedergeburt in den monotheistischen Religionen wieder predigen und einführen. Zusammenfassend können wir sagen, erstens, der Weltfrieden funktioniert nur über einen Religionsfrieden. Und der Religionsfrieden geht nur, wenn das Wissen von der Wiedergeburt wieder predigt wird. Zweitens, ein eigenverantwortliches Leben mit gesunder, fleisch- und fischloser Ernährung, viel Schlaf, lange Spaziergänge, viel sauberes Wasser trinken. 80% von allen Pflegeeinsätzen bei alten Menschen passiert nur, weil die Menschen zu wenig Muskulatur haben. Vom Bett aufzustehen, oder vom WC aufzustehen, oder vom Stuhl aufzustehen. Der Jungbrunnen vom Menschen ist seine Muskulatur. Darum ist das Krafttraining so wichtig. Das können Sie zu daheim oder in sehr guten Fitnesscenter trainieren. Je älter, desto intensiver. Nicht lang. Kurz, aber intensiv muss Krafttraining sein. Darum muss auch das kranke Gesundheitswesen endlich reformiert werden. Es braucht in den nächsten Jahren nicht 150'000 neuen Pflegeberuf, die dort arbeiten, in Spitälern und bei den alten Menschen, sondern der Beruf vom Gesundheitspartner, vom Gesundheitsengel. Das brauchen wir, vielleicht sogar noch mehr, die praktisch 24 Stunden mit gewissen Menschen zusammenlebt, die mit ihrem Freiwillen es nicht schaffen, sich selber unter Kontrolle zu haben, wo sie begleitet tun, eben nicht nur während dem wichtigen Krafttraining im Fitnesscenter, sondern dass sie eben auch daheim begleitet werden. Genau dann, wenn sie die Kühlschranktür aufmachen wollen. Man muss den Menschen wieder lernen, gesund zu leben und sich gesund zu ernähren. Automatisch werden die Menschen weniger krank werden und die Menschen werden gesünder werden. Und wir haben von Gott einen gesunden Menschenkörper bekommen. Die meisten Kinder, die geboren werden, sind gesund. Aber es gibt leider heute ganz wenig Menschen, die gesund sterben. Drittens, es gibt nur einen Gott, alias El, alias Allah. Alle drei monotheistischen Religionen glauben an den gleichen Gott. Viertens, die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann muss unbedingt umgesetzt werden. Fünftens, die direkte Demokratie ist das grösste Geschenk, das wir von Gott bekommen haben. Und um den freien Willen umzusetzen, braucht der Mensch die direkte Demokratie. Diese politische Staatsmacht. Die Schweizer Bürger
Wir sind die einzigen weltweit, die als souverän die Staatsgewalt führen. Durch die direkte Demokratie. Darum darf die Schweiz auch nicht der EU beitreten, sondern umgekehrt. Aber erst, wenn die EU die direkte Demokratie geführt hat. Und hoffentlich einmal alle Staaten auf dieser Erde. Im Namen Gottes des Allmächtigen. So steht es als erster Satz in unserer schweizerischen Bundesverfassung von uns Eidgenossen. Dort steht nicht im Namen der Wirtschaft. Das Zubetonieren von der Schweiz muss aufhören. Denn der stirbt, kann nicht einen einzigen Franken mit ins Jenseits nehmen. Man sollte aber nicht immer mit dem Finger auf Politiker zeigen. Jedes Volk und jedes Land verdient die Politiker, die es wählt. Wenn also gewisse Politiker nicht nach dem ersten Satz von der Schweizerischen Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen handeln, sondern im Namen des Mammon, Geld, und sich die Wirtschaft und das Volk dem Geld unterwerfen, der Armen immer ärmer wird, der Mittelstand verarmt und die Protagonisten vom kranken Gesundheitswesen immer mehr bis zur Existenz Not ausnehmen und ausnutzen, geht nicht. 7. Man soll auch nicht darauf hinarbeiten, immer mehr zu verdienen, sondern man muss umdenken. Man muss daran denken, wie viel Geld brauche ich zum Leben. Vor allem ein gottgerechtes Leben zu führen. Vielleicht schafft man nur noch 4 Tage in der Woche. Arbeitet vielleicht mehr im Winter, dafür weniger im Sommer. Und kann so als Wanderer oder Motorradfahrer die schönen Schweizer Berge besuchen. Lebensqualität ist doch so wichtig. 8. Im Himmel gibt es keine Religion, kein Reichtum und kein Geld und kein Shareholder Value. So müssen alle Spekulationsgeschäfte auf Erden gestoppt werden und abgeschafft werden. Man muss sie einfach zurückschicken. Es ist Teufelswerk, genau von dort kommt es auch. 9. Jeder Mensch, der in die Schweiz kommt, ob Besucher oder Asylbeantrager, muss das Gesetz der direkten Demokratie kennen. Vor allem die direkte Demokratie, am ersten Tag, wo er kommt in unser Land. Und daran muss man sich erhalten. Die Stadt Zürich, das Dorf Andermatt, das Gotthardbergmassiv sind ganz spezielle Orte. Die Schweiz ist ein speziell gesegnetes Land. Die Seele von Europa. Ja, vielleicht sogar die Seele der Welt. Der Gotthard ist die Seele der Schweiz. Und das Schweizer Volk sollte viel mehr weltweit als Vorbild präsent sein. Mehr darüber in den nächsten Sendungen. So würde es mich freuen, den nächsten Sonntag auf dem Kanal zu besuchen. Ihr Jean-Pierre Leonard Schopp. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, im Namen Gottes, des Allmächtigen, begrüße ich Sie zu dieser Informationssendung zum Thema Heaven's Angels Friedensbewegung. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben. Nicht nur wegen der Heaven's Angels Friedensbewegung, sondern auch wegen meiner 30 Jahre Motorradabstinenz. In diesen 30 Jahren habe ich zusammen mit meiner Frau unsere 3 Kinder, die in der Zwischenzeit erwachsen sind, aufgezogen. Man lebt ja ein bisschen gefährlich als Motorradfahrer, nicht nur wegen seiner vielleicht riskanten Fahrweise, sondern auch wegen den anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Es hat ein Reisbein immer im Diesseits und ein anderes Bein im Jenseits. Da ich aber im Tessin wohne, seit bald 30 Jahren, habe ich mir dort immer die Frage gestellt, wieso sagen die Italiener, der Motorradfahrer Centauri, Kentaur. In meinem Buch
back to the roots, zurück zu den Wurzeln, bin ich dem nah. Meine Leidenschaft ist nicht eine Leidenschaft. Es ist eine Berufung zum Motorradfahren. Und ich habe festgestellt, in den letzten 2 Jahren, seit ich wieder fahre, dass es sehr viele gläubige Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer gibt. Wieso? Wieso sagt man in Italien der Motorradfahrer Centauri? Kentaure sind ja Fabelwesen gewesen, was natürlich als Mischwesen in der griechischen Mythologie ohne Pferd, ohne Menschenkörper so natürlich nie gegeben hat. Die Wahrheit befindet sich im Himmelreich, denn viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sind gläubige, sehr gläubige Menschen. Sie und ich sind wohl, wo wir noch nicht abgestürzt sind in die Hölle, damals vor Äonen von Jahren, wohl alle in der Himmelsarmee vom Erzengel Michael gsi. Auf unseren himmlischen Pferd mit dem himmlischen Feuerschwert unterwegs. In unseren vielen Wiedergeburtszyklen sind wir Inkarnationen natürlich auch gewesen. Samurai, Cowboys oder natürlich auch auf Pferderücken bei Eroberungsarmeen. Aber wir sind vielleicht auch gute Ritter gewesen, à la Robin Hood, und haben sehr viel Gutes da. Heute haben wir das immer noch in uns inne. Heute in der heutigen Industrie tut man natürlich nicht auf einem Pferd, sondern halt auf einem Motorrad umreiten. So gibt es auch heute sehr viele, die sich in einen Motorradverein oder einen Motorradgang ziehen. Viele Motorradvereine machen mit ihren Mitgliedern wirklich gute, super Sachen. Und ein paar Motorradgänge machen halt halbstarke Sachen machen, wo vielleicht nicht gerade das ist, für was wir auf der Welt gekommen sind. Aber wir sind alles Himmelsstreiter. Wir haben wohl alle mal in der Gottesarmee im Himmel dient. Wieder können wir etwas auf Erden machen. Kommen Sie doch mit mir, Sie sehen unten den roten Balken mit der weißen Schrift. Treffen wir uns doch immer am ersten Sonntag im Juni, Juli, August, September, Oktober auf dem Gotthardpass. Holen Sie sich unter www.heavensangels.tv. Sie haben das EPS, das JPEG oder das TIFF-Format. Holen Sie sich den Kleber, den Sie hier auf der Mütze sehen, ist etwa 1:1 so groß. Kleben Sie sich den auf den Motorradhelm oder vergrössern Sie den, ich kann es bei mir hinten auf meine Motorradjacke annähen lassen und fahren Sie umeinander. Damit zeigen Sie, dass wir alle Schwestern und Brüder sind, wo wir schon wohl im Himmel sind und nicht auf Erden. Darum das Symbol von diesen 3 monistischen Religionen: Judentum, Christentum, Islam. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Gott hat uns einen wunderbaren Körper geschenkt. 99% der Babys werden gesund geboren. Wieso sollen wir nicht gesund sterben? Trainieren Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Machen Sie Krafttraining. 2 x 10 Minuten pro Woche genügend, aber intensiv. Das Alter spielt keine Rolle. So werden Sie gesund 100 Jahre alt werden. Und das Problem, das wir heute haben mit dem kranken, dem vielleicht korrupten und kranken Gesundheitswesen, löst sich von selber. Wir müssen halt einfach schauen, dass die Krankenkasse wieder freiwillig wird und Menschen wieder anfangen, eigenverantwortlich zu leben. Es würde mich sehr freuen, wenn ich Sie auf dem Gotthard antreffen würde. Und es würde mich sehr freuen, wenn viele mit dem Kleber herumfahren. Sie müssen ja nicht von Ihrem Motorradverein austreten. Sie können weiterhin dabei sein. Es ist ja nur ein Kleber, wo Sie auch Ihr Auto, auf Ihr Velo oder Ihr Fahrrad kleben können. Aber vor allem auf Ihr Motorrad. So wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt, dass Schutzengel auf Sie aufpassen, dass wir uns bald persönlich kennenlernen. Euer Jean-Pierre Leonard Schupp. Ein Geschenk für Ihre Zukunft. Diese Bücher beweisen, dass das Wiedergeburtswissen in den 3 monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam vergessen gegangen ist.